Paul, Robin? bist du heute lang heu? Ja, haut sie nicht lang hei. Me, wenn ich 6 Jahre an dieser Zeit bei der gesessen hat, dann hätte ich bei mir gehabt. Dat heu aus Maybe Sachs. Wir schwatzen als Mittwoch über ein anderes Thema zur Sexualität. Von Körperlichkeiten über Beziehungen bis hin zu Sexpraktiken. Maybe Sex, der Podcast für all Mensch mit einem Körper. Als Mittwoch, freitagsmittags um 3 oder auf www.sexpodcast.lu. Hallo und herzlich willkommen bei der Episode Nummer 145 von Maybe Sachs. Die hört gerade hören. Paul, für was wärst du dafür pro Jahr zu 2 heu gewirrscht? Ich hatte 6 Jahre nach mein kleines Mädchen bei mir am Bauch. Oh, ich kann das klingt, hat das schon so groß, also viel gewusst an so einen guten Dabbes oder nicht mehr wirklich ein Dabbes. Aber ja, wir schwatzen heute über Schwangerschaft. Ich freue mich. Ja, ich freue mich auch mega. Kannst du mal vielleicht kurz so in so deine Schwangerschaft? War das gewollt? War das so ein Plan von dir? Oder ist das echt so, upsi, und dann embrace den das? Oder wie war das damals für dich gelaufen? Das war absolut geplant. Im Endeffekt mehr sehr gegangen, wie mir das gemeint hatte. Wo ich aber auch ganz froh drüber war. Voilà, wir hatten schon einen Trick, denken, das so lange hier. Ich meine, wir waren 3 Monate, hat man probiert und die war das schon gebongt. Und voilà, die war in NRW. Das liegt definitiv unter dem Durchschnitt. Ich meine, die meisten Koppel brauchen so am Schnitt 6 Monate, bis sie empfangen können, wie ihr das so schön seht. Aber ja, deine Schwangerschaft, das heißt, der hat angefangen zu probieren, 3 Monate drauf, warst du schwanger. Wie hat sich das dann entwickelt? Wie hast du gemerkt, dass du schwanger warst? Ich hatte irgendwie so ein Gefühl. Ich kann das nicht richtig beschreiben. Irgendwie wusste ich, dass ich schwanger wäre. Und ich habe irgendwann einen Test gemacht, am nächsten Tag, wie meine Regel hat, sollte kommen und die nicht kommen, weil ich nicht konnte werden. Und voilà, die war noch positiv. Und ja, ich habe mich mega gefreut. Mein Mann war ein bisschen überwältigt, weil er nicht gerechnet hat, dass es so sehr ging. Ich meine, er hat noch gehofft, er hatte ein bisschen Gnadenfrist. Aber ja, voilà, und die sind wir direkt nur an die Skivakanz gefahren. Ich konnte noch nicht bei den Doktor gehen. Und dann habe ich mir mega Gedanken gemacht, dick so schön, dass ich nicht schief gehen. Und ja, voilà, weil das dann alles neu ist. Und das ist so eine riesige Welt, die sich dann updatet. Und ja, das ist einfach überwältigend. Wie bist du dann damit umgegangen mit der riesengroßen Welt, die du auf dich zukommst, mit all diesen Gefühlen? Also, die Sichtfunktionen im Internet waren eine Zeit mein bester Kollege. Weil alle Kleinigkeiten direkt, okay, ist das ein Symptom für Schwangerschaft? Nee, voilà, das ist einfach, bin mal den Brüche im Weh und ich tatsächlich die ganze Zeit müssen auf die Toilette laufen. Ich habe immer gemeint, das wäre zum Schluss von der Schwangerschaft. Das war bei mir vom ersten Tag an. Ja, voilà. Schlecht wird man am Anfang nicht wirklich. Ich habe einen Kehr, wo ich wirklich Probleme damit hatte. Ja, die Unsicherheit einfach, weil am Anfang weiß ich nicht, was normal ist und was denn alles der, und dann liest du, was du alles, auf was muss aufpassen. Dann darfst du halt Gerät Fleisch und Salat muss mega gut gewaschen sein. Am besten lässt du die aus dem Garten komplett waschen, weil du nicht weißt, was drüber ist. Und voilà, also das, die nächsten Momente sind ein bisschen verloren, meine ich. Also. Und aufgesehen vom Internet, so, was waren dann deine Unterstützungshilfen an der Verlorenheit? Definitiv meine Familie, meine Mom, eine von meinen Schwestern hat den Zeitpunkt auch schon 2 Kinder und mein Doktor, klar. Das heißt, du bist dann an Skivakanz gegangen für eine gewisse Zeit und dann hol den Schwangerschaftstest. Okay, schön und gut. Wenn geht denn dann so bei dem Doktor, für das mal checken zu lassen, aber was guckt den dann, aber was kontrolliert den dann? Ich hatte den nächsten Rendezvous, wie werde schon der 6. Woche gewesen sein. Du gibt dann einen Ultraschall gemacht und dann
guck den ob du so kleine Punkt hast und dann voilà dann da gibt die kleine Punkte und dann was Chance ist man denke und dass den frag ob sie ich dachte ich mein ist doch schon ein Herzschlag und dann hast dann so dein echte Kontakt mit dem kleinen Mensch den du an dir gerade produzierst. Wie viel zu statt dann? Also ich kann mir vorstellen, dass das sich mega schön aufhält für Ja, so den kleinen Mensch, den zu dem Zeitpunkt ja am Anfang noch ein bisschen mehr in Zahlkopers anders zu gesehen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das ein bisschen scary ist. Oder aus dazu Perspektive von einem, der noch nicht schwanger war. Ich meine, der das mega individuell. Also ich meine, Schwangerschaft sowieso ist ja ultra individuell, weil für Kind selber ist das. Ich habe mich immens gefreut. Bei mir ist Angst so, ich meine, einen Monat vor der Geburt, als bei mir eine Angst entstanden, so, dass ich kein gut Mama gehen und dass es schief gehen und dass ich, weiß nicht, weil die Zukunft Angst. Mein Mann hat sich, meine ich, hier war zum Schluss dick relaxieren, hat schon all seine Ängste die echt 8 Monate aus dem Weg geräumt. Nee, also für mich war das wirklich einfach von Anfang an so eine mega, mega schöne Erfahrung, weil ich mir auch immens gewünscht habe. Und hat das ganz real gemacht. Einfach so, okay, das ist wirklich so. Das ist wirklich, du, ich klingt Wesen an mir und ich muss auf das aufpassen und gucken, dass ich das alles richtig mache, für dass ich den an die Welt kann rausschicken und dass es dein Leben lebt. So, also. Und wie wird sich das alles richtig machen, so ob dich ausgewirkt, ob deine Decisionen oder wie du dich in der Welt gefühlt hast? Du lebst definitiv mehr bewusst. Wie gesagt, am ersten musst du vieles aufpassen. Ich meine, beim ersten Kant, schon noch unter 2, beim ersten Kant müsste da auch noch viel, viel mehr Gedanken. Traust dich vieles nicht. Ich hatte teilweise Angst, hier verschiedene Sachen zu machen, so Sport oder so. Extremsport soll ich sowieso da nicht machen, aber ich habe vielleicht ein bisschen zu viel drin abgepasst. Du beschäftigst dich halt mit Familie, mit Themen, die für drinnen, keine Ahnung, für drinnen gehst du raus und du gehst selbst trinken und du gehst an die Vakanz, wenn du willst und voilà, also dann da kommen dir mal dann die Gedanken, ja okay, wenn dann hinschlagen kann und dann, ja, no, was mein Leben, dann dreht sich das just nach unserem Kant, dann, ja. Wie ich in der Welt existieren, muss ich sagen, das hat sich an der ersten Schwangerschaft nicht so stark verändert, recht wie der Baby bis da war. Weil für drunten bist du aber noch immer eine Person. Also, wie später in der Schwangerschaft, wenn die Leute einmal bis gesehen, dass du schwanger bist, dann, also ich gehe noch nie so gut behandelt wie der Zeit. Ich wurde immer am Bus gerutscht, dann immer den Sitz geraumt, dann an der Käse am Butdeck, gehst 4 gelos und die Leute helfen da, wie aus dem Busraum rauszuklammen, aller Limit nach. War schon eine schöne Erfahrung. Voilà, mir so am Anfang hat sich noch nicht so wirklich verändert. Also, das war mehr so intern, wo ich die Veränderungen an mir dran zwiebelt habe. Aber ich habe mich noch nicht viel mit mir und mit der Außenwelt zu der Relation beschäftigt. Und so die Veränderungen an dir dran, wie haben sich die geäußert? Wie gesagt, am Anfang Brust gebe ich mal nicht groß. Der Bauch gibt mir dick, normal, aber dann fängt an, dass du mal das Ding Haut, dass du Schwangerschaftsstreifen kriegst. Ich hatte ganz viele Hautprobleme am Anfang. Wenn es den Hormonveränderungen, was mich immens genervt ist, diese Zeit, also denkst du, du bist endlich aus der Pubertät raus und dann bist du schwanger und dann musst du die ganze Butterklang nachreingehen. Mit der das irgendwann besser gehen. Schlecht wird man, wie gesagt, Gott sei Dank nicht viel. Du kennst Leute, die ganz Schwangerschaft, die wir durch im Bett quasi laufen. Du hattest wirklich Chance. Witzigerweise, weil ich an meinem Beruf auch meine Stimme ganz viel benutze, habe ich festgestellt, dass meine Stimme mit Dave ging, was sich auch durch noch nicht wirklich geändert hat. Ich habe eigentlich schon gereist mehr, seit meiner Schwangerschaft. Permanent? Permanent, ja, weil
ich wahrscheinlich einfach durch Gewicht ich hatte immens viel Wasser und war immens warm die Summe und ich hatte manchmal 20 Kilometer war direkt 2 Stunden der Geburt fort weil es war just Wasser und wahrscheinlich durch das Gewicht sie mein Face mir platt gehen mir das nie mehr weggegangen ja, Mensch, alle meine Stungen müssten ersetzen, das war dann so schön, war ich pur dabei. Oh. Nicht schlimm. Voilà, was noch? Wenn ich überlege, bei meinem zweiten Beruf, da war, meinem zweiten Kant, das war Beruf, da war die Körper sowieso schon ein bisschen matt geholt. Seitdem hat sich die Haut wirklich nicht mehr so ganz zurückgezogen. Also das sind schon Veränderungen, die da noch geblieben sind. Voilà. Ich muss sagen, ich fand die Schwangerschaft ultra scary, mir auch mega faszinierend. Einfach der Fakt, dass das so ein Angriff ist an den Körper, an was du alles mal tun hast. Also das ist nicht nur, wie gesagt, dein Bauch geht ja nicht nur einfach ein bisschen mehr groß am Platz für den Menschen, den anderen wies. Mir einfach, was du alles mal tun hast. Und auch wie verschieden das einfach ist. Wie gesagt, die Leute, die haben gut kein Schwangerschaftsstreifen, andere haben auch ganz andere Symptome, die du nicht hast. Und ich fand das einfach den Extent davon fand ich faszinierend, mir auch wie unterschiedlich das. Und ich bewege mich auf seiner Linie von immens fasziniert, aber auch immens erschüchternd. Und weil ich mal von allem denken, also oft, dass was das so mit meinem Selbstbild von mir machen, wenn mein Körper sich innerhalb von so kurzer Zeit so stark verändern. Wie hast du das erlebt? Gerade auch an einer Zeit, wo ihn dann noch ganz viele andere Veränderungen hat, im Sinne von, das ist nicht immer, dass der Körper sich verändert, mit der Körper verändert sich ja viel, oder so viel das kann, und auch wenn es dem kann. Wie hast du das erlebt? Ich muss sagen, dass ich die Zeit immens froh war mit meinem Körper. Schon. Weil also das ist sich Fernsehen, wenn du bedenkst, dass der Mensch kann aus quasi nicht ein Lebewesen erschaffen. So, das ist ja enorm. Ja. Und ich fand, dass das mir für mich einen neuen Respekt für mir selber ging, weil ich auch an meinem Beruf oder an allem, was ich gemacht habe, matt gedrohen hin. Also auch no, wie ich eben ein Mann war, einfach de Fett, dass du Pferde springst, nur einem Lebewesen zu gucken, da Leben zu haben. Da kannst du schon nicht so schlecht sehen, was du musst. Ja, also ich kriege das nicht mehr mit einer Pflanze hin. Ich auch nicht, bis heute nicht, wenn er kein Sorge hat, kann er gehen davon. Aber voilà, ich tippe mal selbstbewusst sehen gehen, weil ich viel drin nicht hat, tatsächlich. Wo ich schon kann merci so dass man das ermöglicht. Das ist mega schön. Das ist wirklich mega schön. Und natürlich das auch so nur der Schwangerschaft da bleiben oder hat sich sogar noch mehr entwickelt durch die Rolle vom Mom-Sein. Ja, aber ich meine, du stellst dich immer froh und für allem während der schwierigen Phase stellst du dich ganz viel froh. Aber doch, das ist aber am Strich. Ich geriere einen Haushalt und voilà, du bist Chef d'Entreprise irgendwo. Ja. Und wenn du das auf einer Bereich in deinem Leben applizierst, das hilft auch weiter. Also das ist eine mega Erfahrung. Das ist eine mega schöne Perspektive. Und nur der Schwangerschaft, also nur dem Kanter bis raus ist, dann verändert sich die Körper ja auch rum. Wie hast du das so erlebt und so aufgesehen von einer schon größten Mai? War das da davon so blieben? Nicht nur körperlich, mir vielleicht so für dein Seelenleben, also kitschig und Term. Ich meine, du weißt, was ich meine. Ja. Ja, aber körperlich bleiben klar Spuren. Seelisch, die Negativsache vergisst den tatsächlich, geht ja immer gesagt, die vergisst den tatsächlich mega sehr. Wie so, also, fällt mir jemand schwer, mich dort ran zu versetzen, vor 4 oder 6 Jahren oder 3 Jahren, weil es einfach so sehr verschwinden. Ich meine, das ist auch gut so, dass du hast, weil es ging wahrscheinlich schon kein Mensch mehr gehen. Ja. Ich hatte auch einfach Chance, dass ich 2
relativ unkompliziert Schwangerschaften hat. Also ich kann mir vorstellen, in den wirklich viel Probleme hat, dass du mehr ein groß Angst oder auch mehr groß psychisch Sequelen dünner bleiben. War ich tatsächlich hat nur im zweiten nur der zweite Geburt hatte ich aber pur meint wirklich ein bisschen so eine depressive Stimmung, wo ich mir auch nicht unbedingt Hilfe gesicht hun. Ich hatte Chance, dass ich meine Familie rundherum hatte, mehr da muss ich schon ein bisschen drauf aufpassen, weil das ist eine riesige Herausforderung. Also das kann schon beim meisten so sehen, weil einfach am Voraus kann jemand so viele Leute schwätzen, wie er will, dann kann ihn sich so viel Gedanken machen, planen, aber wenn der Kant bist du hast, dann ändert sich alles. Also, voilà, das wie gesagt, das hilft doch irgendwie von einer Stunde. Also, ich habe kein Problem, spontan irgendwie zu sehen. Wenn du mal was musst du spontan können sehen. Und flexibel. Und ich meine, das sind die Sachen, die ihn so davon dreht einfach. Ja, so einfach da Lehre von einem ganz neuen Skillset, was den so viel Alterschaft braucht. Zum Thema das nennt sich ja Postpartum-Depression. Das ist mega häufig. Und da ist das auch zu einem gewissen Extent normal. Und das nicht, wo man denen lang muss bleiben, wo man den auch kann mit seinem Gynäko schwätzen, mit seinem Geburtsteam, mit seiner Familie, mit seiner Partnerpersonen oder seiner Partnerperson. Und du kannst ihn Hilfe kriegen. Und das ist dick okay und dick gut. Absolut, soll ich machen. Genau. Und auch wenn sich kein Hilfe sieht, das ist kein individuell Failure. Mehr. Die Hilfen bestehen für die Leute. Was mich schon mega viel möchte, als gerade als eine Person, die sich schildert, geschlechtliche Identität als ein Niesarzt, was Schwangerschaft so mit deiner Identität als Frage gemacht wird, wie sich das so, wie sich das so verhält, oder vielleicht mit deinem Selbstbild als Frau. Wie ich schon so, dass du so die Wahnsinnserfahrung musst, dass eine Frau Leben kann schaffen, das war mir für drunten nicht so bewusst, wenn ich das so kann sagen. Nicht persönlich bewusst, schon auf seinem theoretischen Niveau, aber ja. Genau. Das möchte schon ein bisschen mit den Emotionen. Ja, du stellst dich schon ein bisschen froh, so, was du an deinem Leben da wünschst. Wenn du schwanger bist, in die kein Kanner kann kriegen, den möchte die Erfahrung nicht. Den hat eine andere Relation zu dem Ganzen. Ich meine, wenn ich meinen Mann gucke, hat recht nur eine Moment richtig gemerkt, was da ist. Ich meine, ich hatte schon eine Menge Zeit für mich mit dem Thema auseinanderzusetzen und das kennenzulernen, was an mir drauf war. Ja, ich fand das schon ehrlich gesagt immer schwer, für das einen Term zu finden, für das zu bezeichnen, was das mal gemacht wird. Ich fand nicht, dass es soll Angst machen, wirklich nicht. Wenn ich darüber nachdenke, ich habe mir mein erst Kandidament gewünscht, der zweite kann auch, wo ich aber ganz viel Schwierigkeiten hatte, war, weil das above so ein Kind, weil ich hatte irgendwie immer am Kapitol de Mädchen gehen, weil ich auch selber Schwestern und ich nicht so richtig wusste, was ich mir denke, soll du fängen. Ich habe mich tatsächlich mega viel vorgestellt. Ich habe mir mega viel Sorge gemacht und ich habe ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich mir Sorge gemacht habe und nicht sicher war. Und ich habe auch nach der Geburt ein paar Wochen gebraucht, bis ich mich damit aufgefand habe, aber schon, auch wenn das so krass klingt, mein Beruf hat mich dann einfach mit vom Herz getroffen und Gott sei Dank, ich gehe nie mit waschen. Ich bin mega froh mit dem. So für mich war echt das, was für mich problematisch war. Also nicht problematisch mehr, wo ich mir wirklich mehr Gedanken darüber gemacht habe. Weil ich auch nicht, weil ich mir über meine Identität auch nie so viel vorgestellt habe. Ich meine, ich bin eine heterosexuelle Frau. Ich habe mich zu dem Zeitpunkt auch nicht so viel noch damit beschäftigt. Das ist auch recht die letzten Jahre, dass das ja mehr ein Thema ging, wo ich auch froh darüber bin, weil ich das immens wichtig fand und ich probiere noch meine Kinder
größte Zeichen, dass sie damit absolut kein Problem haben, weil ich das ganz schlimm fand. Voilà, mehr persönlich habe ich mir in dem Moment nicht so viel Gedanken darüber gemacht. Ich fand das mega interessant, froh, auch weil jetzt zum Beispiel Mameschaft jo aber besonders was gesellschaftlich ein immens desirabel Rolle ist. Und in sich jo auch von den dat ganz im Herzen will sich ja aber nie aus denen Normen an den Erwartungen kann anzeigen und dann auch an Bezug auf mich so bon ob ich kennt kann er drohen als so eng froh bei dem eng Doktor sich nicht ganz ins sinn mir auch da sind ich so okay was gibt das mit mir mit meiner Identität machen wann ich schwanger gif gehen an den Kant gif op Welt bringen wat ich am Anfang ab dass jemand weiblich konnotiert das an war doch für Mundschleiz am Anfang exklusiv mit Weiblichkeit ja das an wo auch wat vu Frauen erwacht gött oder vu Menschen die gebäre können erwacht gött an du man ich mal mega viel so also bon der Thema ist ziemlich weit fort die nächsten 10 Jahre schwätzen wir nicht drüber ist sie ganz froh mit kann ist noch ganz froh mit Dinge kann sie so süß ist und ich passe noch gerne mal in darauf so wir sind an der Woche ich sind einfach immer ganz froh wenn ich so da noch im kann gehen was sie mit Grenze schon hungrig sind das ist so am Anfang im Moment gerade wirklich mein Lieblingsrolle und aufgesehen davon ob ich kann weil ich kennt doch kann hun nicht schwanger zu gehen mir auch da so einerseits nicht mega viel will sich ob die Experience von Schwangerschaft und so ja das mein Körper das kennt hinkriegen aus dem von mega krass so und ich sie wirklich viel will sich wie sich dazu fehlt auch einfach von den einfach bekannt aus seinem Herzen wussten hört und auf der anderen Seite denke ich mal worauf so okay was giffen so auch Sache wie Dysphorie oder so was gibt das man machen wann ich so enger weiblich konnotierte Rolle wie mir auch von meinem Körper sich gefahren zum Beispiel mit Brust ich kennt die dann auch schlecht aufbauen wahrscheinlich von ich sie die ganze Zeit weh hat und ja so Geschlecht an Schwangerschaft die dazu man den ergreift und so an den greift das mischt mein Gehirn ziemlich froh so day froh weil ich sie mega interessant fand aber weil da einfach so viel dort drin hängt auch einfach das so streng eng froh iwwer déi nach viel méi muss geschwert gin also ja gëtt nach mensch net soviel Erfahrungswerte auch iwwer déi kauschwäze also du secher racht dats denk extrem weiblech konnotiert roll ass waret fir mech och mé bon fir mech ass dat dann och méi einfach ja das jo also das joch schwemesche Jitwarin fir den dat gender affirming ass so und das ist ja auch mega legitim so von dat für dich ein Zeichen für Weiblichkeit ist so you go und ja gleichzeitig das sind hier auch also ich schon auch schon probiert für Transpersonen zu finden die schwanger sind oder waren aber den Schwätze Miming sich war noch nicht ganz fruitful der Tisch was ich nicht hört und mit mir will an der schönen Ara Studio kommen und über seine Experienzen als Nicht-Frau schwätzen die schwanger ist dann wäre ich mega excited darüber ja, also ich habe schon Erfahrungsberichte gelesen, weil es gibt natürlich auch schon Transmänner, die kann geboren haben, und auch nicht binäre Personen. Und das ist aber noch eine Perspektive, die relativ seelen aus. Auch weil ich meine, dass viele Transpersonen, die einen Uterus haben, auch ganz bewusst den Schritt nicht gehen, weil sie so dass man aber ein bisschen zu touchy und da mich mir aber zu viel Angst aber wenn ich dann kann Wunsch schon dann will ich die beim anderen weh erreichen was die auch mega legitim ist mehr ja klar du spielst vielleicht auch einfach eine Angst hier in der Gesellschaft mal also ja mengen du hast meine den Retour aus der Gesellschaft wahrscheinlich auch ganz schwierig weil Leute das nicht verstehen nicht immer den Kind ja also ich muss ehrlich so wenn ich Mann oder eine Person, die man so als Mann erholen mit einem großen Babybauch gesehen, da wäre meine erste Reaktion auch mal zumindest 4 Wels an bis ich dann wahrscheinlich irgendwann Gift drauf kommen ja das ne ja klar geht auch anderes mit das aber ab bis wo man wirklich nicht gewinnt sehen präsent ja an der Cap von der Leute ja
wo man von Geschlecht geschwart hun wat du dann auch aber irgendwie mans mal drauf spielt an wat mich auch jemand interessiert an auch also ich weiß auch nicht ganz genau wie war das so viel über Schwangerschaft nur denken kannst du weil wie gesagt nicht was ich irgendwie den nächsten 10 Jahren will mir war sich doch mit mal viel die vorstellt als so wie ist Relation von so oder die Auswirkung von Schwangerschaft auf Sexualität an so die Eschen Bedürfnisse für die Eschen Grenzen so was geht am also es kann nicht Sex wenn ich schwanger ist ja absolut ja bis wenn nie am Anfang bis der letzten Tag Orgasmus als wehen fördernd also go for it so gehen nicht actually Studien dazu dass Orgasmus während der Wehen kann immens gut sehen und immens schmerzlindernd sehen weil die ganzen Oxytocin ihn einfach nicht mehr gut fühlen geht egal anderes Thema aber ja sag so eine Schwangerschaft was hat dazu für dich für einen Abfluss am Anfang hat ich immens ich habe mir nicht so viel Gedanken gemacht mein Mann hat immens viel Sorge und ich gebe dem Baby irgendwie weh tun das ist nicht der Fall du kannst gar nicht falsch machen alles geht alle Positionen solange in sich schwul fehlt auch du hat Selbstbewusstsein mega matt gespielt ich habe meinen Körper besser kennengelernt ich habe mich auch straumisch seitdem auch mehr zu so werde ich gerne werde ich nicht gerne hin tue doch Vertrauen an meiner Koppel 400 nur der Geburt hat Vertrauen an meiner Koppel so viel nach zugeholt mir neue Level an Sexualität erreicht wird ich mega cool von mega schön weil du hast die Erfahrung man erlebt so dass du das intimst was du so als Menschen man nicht kannst delen an voilà, dat schon als Sexualität absolut zum Positive verändert. Ich hatte natürlich kein Cäsarien, also 2-mal Tischcht. Das Innerem hat sich bei mir nicht großartig verändert. Ich weiß aber, dass das schon immens beängstigend kann sein, wenn es das auf normalem Weg kriegst, weil dann alles so stehen dann dem nur muss den Reis den oder so dann kann das weh den wo ich aber wirklich will so da sehen sich so trauen zu einer Intimität zu kommen weil da so viel wert ja und schmengen also auch du ich am im Leben habe ich schon viele Jahre Schwangerschaft gelesen und ich meine, da gehen doch immer so die Mythe von so Angst schon da sehen, mega ausleiert, das Bild sich immens viel zurück. Ja. Das Einzige, was irgendwie ausleiert, ist das Cervix, was für nächste Geburten gut ist, weil es dann tendenziell man erwähnt und man lang dauert. Mir auch so Horrorgeschichte, bisschen so wie der berühmten Husband-Stitch, dass wenn der Perineum entweder reißt oder geschnitten wird, dass dann am Anfang mal zu viel Stöch gebut wird, für mich Angst zu machen, was am Anfang verboten ist, weil es ein mega Angriff an die körperliche Autonomie ist und auch einfach mit mega vielen negative Konsequenzen wie Peng beim Sex kommen. Aber das sind aber so die Geschichten, die so Hans du dort spielen und die mir auch einfach nicht mehr für mich, weil wie gesagt, die Chance, dass das geschieht, ist so ein bisschen in der Balance, aber auch einfach für Leute, die ich kenne, die schwanger sind und die zumindest auf vaginalem Weh Wille gebären, dass ich mir da aber kannst du mega Sorge machen, gerade auch, weil die mega viel gut Doktoren, mit Kindern auch mega viel Doktoren, die einfach absolut daneben sind. Du hast es ganz wichtig, dass sie sich für drin informiert, der wenn se Schei am Land eng hier van holen, die 4 Drnnen ass die 4 Drbeingem ass die du no bei könnt och du soll die Wirkstoff vun der Gebrauch machen kann noch Dulan oder so frohen die gin mat so bei der Geburt ran die op so Sachen denken ich dann noch oppassen Fremdbestimmung as schon du e ganz groß Thema. Habt ihr auch schon während der Schwangerschaft dann auch bei der Geburt, weil es einfach jeweils die Entschädigungen aufgeholt kriegst, weil ich immer auch hören hun, wo dann gesagt wird, dass ich in Java muss lernen, und dann kann ich nicht das am Sitzen machen oder natürlich muss ein Doktor immer aufweihen
ob es Risiken gehen oder so, klar. Aber ich fand, dass du nach ein großes Arbeit muss gelegt gehen für die Selbstbestimmung von der Frau an der Schwangerschaft, an der Geburt, an der nur einfach viel mehr heisch aufzusetzen, weil instinktiv wie eine Frau meistens was gut für sie ist. Ja, instinktiv wissen die meisten Leute, Absolut, meistens ja. was absolut das Beste für sie ist und was klappt. Und ich meine, war den durch, für mich persönlich ist es immer so ein kleiner interner Konflikt, so wie viel Vertrauen bringt der Doktorin entgegen aus gutem Willen und aus seinem Leben, dass sie an der Profession sind, für zu heilen, für zu helfen. Und wie viel Misstrauen bringt es ihnen entgegen, weil sie aber in einem System schaffen, der niemands profitorientiert ist, gerade Kliniken, die ja wirklich aber also Zeit aus Geld und gerade da zum Beispiel auch Kaiserschnitte sind in den letzten Jahrzehnten auch jemand an Luftgang, teilweise medizinisch bedingt, mit teilweise aber auch, weil es einfach mehr easy, also das ist einfach mehr timeable. Und gerade eine Geburt, die 24 Stunden braucht, also aber immens ressourcenintensiv für alle Beteiligten. Und ich meine, tun wir noch auf vielen Achsen viel zu den Gesundheitssektor für ja, die bestmögliche Healthcare für alle Leute zu ermöglichen. Und schon das mega schön, dass ich sich muss der Gedanke machen von, okay, schul mal am Anfang eine Person mal dran, die mein Advocate ist, weil ich mir nicht sicher kann sehen, dass Gesundheitspersonal mein das möchte, was am besten für mich ist und nicht nur das, was vielleicht am praktischsten für sie ist. Nee, absolut. Also, ich meine, im Normalfall ist der Partner ja dabei, tut dieser Geburtsplan, den möchte, wo ihn im Voraus drauf schreibt, den sich wünscht, welche Musik gerne hätte, wo will hin, ob ihn anbieten will. Da kann ich wirklich alles drauf schreiben und du soll ihn auch wirklich alles drauf schreiben, ob ich will ein Peridural gesagt kriegen, für das man erwähnt, ob ich nicht will. Und dann noch dem Partner wirklich mal auf den Weg, weil selber ist in dem Moment so eine mega Adrenalin-Dingen, so eine Bubble. Und du kriegst den auch, ich meine, sogar ich bei meiner Cäsarien, ich bin nämlich so ganz viel mitkriegen, weil es einfach, du dich voll auf das konzentrierst, was da so steht und dass einfach der Partner dafür hinsteht. Voilà. Und du hast dann Vertrauen einfach ultra wichtig. Ja. Ja, ich meine, gerade auch, wenn es da bis, also den Hormonhaushalt, den der Körper da an Gehirn losschickt, ist ja auch einfach enorm. Und ja, das ist schon wichtig, dass leider seinem Corner hat, den nicht vertraut. Wenn wir los über Gesundheitspersonal schwätzen, während der Schwangerschaft, die hast du dazu am Allgemeinen geholt, so die Unterstützung oder Begleitung durch Professioneller? Ist ganz gut. Also, ich fand, da sind wir hier im Land wirklich verwindt. Du gehst, also, wenn dein Doktor auch gut ist, ich hatte wirklich einen ganz guten Doktor. Ich war einmal den Mond, war ich da hin, ich konnte zu all Zeit anrufen. Es wird ja auch quasi alles remboursiert. Auch Herno bei der Geburt, also da sind wir wirklich gut drin. Da geht es viel länger, wo die Leute viel mehr auf sich selber gestellt sind. Also, voilà, auch dass ich einen Hirwand kann rufen, hat mir immens viel gebraucht. Voilà. Also, du nicht am Anfang nicht so viel Kritik zu sagen, außer eben die Fremdbestimmung, die hauptsächlich bei der Geburt, meine ich, teilweise ganz akut kann gehen, aus den Gründen, wie du auch für so ist. Hier war man sie wirklich schon quasi Gott sind. Ich hatte einen kleinen hier war für meinen echten Kofferball angesagt zu kreieren, worüber ich mehr im Detail an der Episode drüber geschwärzt habe, die hat wirklich mal geatmet und da habe ich mir gedacht, okay, wow, das tut wirklich, also schon mal so gedacht, ja, hier war fängt der Baby ab, so. Sie bietet schon wirklich so ein großes Support und so eine große Unterstützung, Ja, die absolut. wirklich, ja, auch aus, also das war ja keine Situation, keine Schwangerschaftssituation, das war eine Situation für Schwangerschaft zu vermeiden, aber auch da, das hat mir immens viel geholfen, auch für mich mal lang zu fühlen. Das war schon wirklich cool. Ja, ich meine, sie sehen auch nicht just da, nicht mehr für den Moment von der Geburt, mehr einfach auch für nur der Mom zu gucken, weil ein großer Teil von der Gesundheit vom Kind ist die Gesundheit von der Mom. Ja, absolut. Du hast es schon öfters angedeutet, dass die Schwangerschaft definitiv den Beziehung zu deinem Partner verändert wird und auch
wird misse vor anderen wie hat das dann Beziehung zu anderen Leuten in deinem Leben verändert, wie du schwanger warst? Verstimmung mit Haut viel besser. Definitiv. Schon eine neue Dankbarkeit für sie fand, für alles, was sie für uns gemacht hat, weil sie hat enorm viel für uns gemacht und ich meine, wenn ich am Gott ihn auch viel ab, bei den Kind machen, weil den dann nicht möchte, weil ihn nur sehen kann, guckt. Ich meine, auch Pappen oder egal welche Form von Eltern, die, wenn du dich ob kann alles, dann gehst du einen Teil von dem Leben ab. Ich meine, Leute ohne Kanner, die können alles machen, was sie wollen, und sie brauchen noch keinen zu gucken. Ne? Ganz klar auch zu meinen Geschwistern, weil wir allen drei am nämlichen Alter als Kanner haben, was mega cool ist, weil du auch du ein neues Vertrauen findest. Freunde habe ich da pur verloren. Pur just kurz, bis sie selber Kanner hatte, wo ich sie rumfand. Das tatsächlich leid, also das immens schwierig für eine Freundschaft weiter zu behalten, wenn die anderen keinen Kanner haben. Das ist einfach. Ich kann die Sorge teilweise nicht mehr nur vollziehen, die ihn hört, wenn ich keinen Kanner hört, weil sie immer so klein sind. Sie sind für die Person dann nicht klein, aber für mich einfach denke ich mir, okay, du siehst, du wirst mit, aber ich sehe mit. Schlafen in der Sektion. Voilà, weißt du, einfach so, und noch das zeitlich, das mit anderen, mit Freundinnen, die kann er hin, wenn ich so, ich habe keine Ahnung, wen ich mal soll gesehen, und sie so, ich habe noch keine Ahnung, und dann irgendwann an 3 Monaten fanden wir dann ein Kehr mittig, und dann muss man aber im letzten Moment auf, so, weil er mir nicht besaß, und dann ist das doch egal. Wenn du das bei einem anderen musst, den, wenn du das 3 Mal gemacht hast bei einem anderen Uni kann, da seht ihr mir dann lieber mich, ich habe keine Lust mehr darauf. Das ist schon schuld. Natürlich habe ich auch eine Freundschaft dabei gewonnen, weil es bei einer gemeinsamen Basis ist. Ich meine, Gott sei Dank, es gibt keine bessere Basis wie Kanner. Du kannst immer über irgendetwas schwätzen. Nee, das ist schon schön. Also ich habe ganz viel, ganz feine Leute dadurch auch kennengelernt. Aber auch leider pur verloren. Was hast du da von den Freundinnen gewünscht, also von den Leuten, die keine Kanner hatten, so gewünscht? Und also mit denen Freundschaften so ein bisschen zerbrochen sind. Vielleicht ein bisschen mehr verstehst du mich für die Situation. Ich bin am Anfang nicht, ich bin mit keinem Base oder so, weil ich das verstehe, und weil ich meine, das ist ja ein bisschen von meiner Seite ausgegangen, weil ich einfach die gemeinsame Basis bemol nicht mehr hat. Ich meine, an der Hauptsache sind ich mit denen Leuten noch rausgegangen, und dann wenn immer mega witzig und erwähnen, und das ist einfach los fängt nicht Ramon so Sachen zu machen, und ich hatte einfach keinen Kopf dafür, und ich sehe dafür auch den Leuten gar nicht Base, weil ich weiß ja auch, wie viel drüber war für mich, weil bei Leuten, die schwanger waren, ich hatte auch, okay, verstehst du mich, und ich hatte kein Konzept von Mom sehen, Pop sehen, Ältere sehen, voilà, das ist einfach so. Ja, weil Prioritäten am Leben sich dann aber innerhalb von 9 Monaten immens anderen. Genau, und ich bin sowieso der Meinung, dass in am Leben immer Leute hat, die kommen und gehen. Ja, das sind meist eins. Du hast es schon vielleicht bis gedauert, mir so wird sich das dann ob so Bekanntschaften ausgewirkt, die du vielleicht schon für hast, so keine Ahnung, Leute, die du für so flüchtig kannt hast, dass mal die vielleicht schon keine hatten, dass das vielleicht so ein bisschen mehr verbindend war. Absolut. Ja, schon. Das ist immens witzig, weil ich, also auch Leute, die kann sind, dann meinst du gibst dich dann immer dick gut mit denen verstehen, und dann bewegt sich das aber besonders am Anfang vom älteren Sinn also nähen, weil jeder einen anderen Stil hat, für mit dem älteren Sinn umzugehen. Ne? Also wir waren immer, wir haben uns kann überall matt geholt, und wir haben sie überall schlafen gelöscht, und das war nie ein Problem. Und ich hatte sie immer ewig mir drunter hängen, um Reck, Bauch, und sie geschlafen, das war egal. Und
an anderer die hun eben mega und denen mit es rachten am Bett daheim ganz ruhig der Keyboard schwätzen festgehalten du hört sich das ein bisschen so als er nebewegt aber lo kann er mir sehen fan mal als Mate zu summen ne? Weil dann da merkst du die Unterschiede einfach nämlich so kann er genau spielen und voilà. Ja. Ah, mega, also möchte mega Sinn, mir das war mal für drunter nicht so an den Kopf kommen, ja. Ja, also, ja, schon so keine Erzählung, das spalt schon Menschheit. Ja, absolut, das weiß sich schon in der Literatur. Absolut, ja. Und auch an meiner geliebten Recherche schlugen sie sich auch die Kabern, was die besten Methoden sind. Ja. Das ist wirklich kein Eins. Ja, das ist auch, also das ist auch so ein mega Generationenkonflikt, weil ich immer merke. Ne? Ich meine, die Eltern sind eben an einer Zeit abgewusst, wo die Kinder an ihrer Kummer zu schlafen hatten. Mein Bauch von 3 Jahren schläft noch immer nicht aus ihrer Kummer, weil er Angst hat, aus ihrer Kummer zu schlafen, dann schläfen dann noch nicht dahin. Was dann die jeder Generation nicht unbedingt versteht, heißt du mir, wo ich schon so ein okay. Das ist nicht schlimm. Ich meine, da war so, wie ich will. Ja, schon dadurch ziemlich gut. Ja. Was sind da so, vielleicht so als letzter Punkt zu Beziehungen, so, was sind so die Reaktionen, wenn ihr Leute seht? Sie schwanger? Das geht Fubis. Meine Familie war mega froh. Andere Leute waren nicht so froh. Ich meine, das doch einfach, also entre-temps absolut, aber ich meine, das doch für die zukünftigen Großeltern, besonders beim ersten Enkelkind, wirklich nicht einfach ist, für sich mal mit dem Gedanken also einzusetzen, okay, ich gehe Boma. Weil Boma ist mit all, aber irgendwie konnotiert. Ne? Und ich kann mir feststellen, dass das aber schon ein bisschen so Schock ist. Die einen, ja, die so direkt, ja, okay, ja, dann ist der Leben ja gelaufen. Einfach so Leute, die beginnen nicht mal können aufhängen, was ja okay ist, das ist ihre Schwa. Aber ich muss aber so, also, meistens war die Reaktion positiv. Wie ich schon für noch so, dann schon dick viele Mal geholfen gekriegt und so viele Leute, von denen du keine Ahnung hast, die es noch nie an ihrem Leben begegnet hast, die da mit der schwätzen darüber, sind noch viele Leute, die einem dann hier Geschichten erzählen, die ganz schön können sehen, die aber auch ganz negativ können sehen, wo ich einem will und Herz lehen, das nicht zu machen. Nicht ungefroht. Nee, oder zu warten, bis Kantors, weil ich meine, dass ganz viele Frauen oder die Kanakroten nie konnten über die Sachen schwätzen. An halt die Besoin hunn fir sech dann do mat ze deelen also ich weiß von engem Fall wo ich wirklich gezielt gut wie die Geburt bei mega schiefgängen und dat war kurz irisch soll mein Hand kräen und immer so viel Söge gemacht und das eben etwas wo ich so das eben schütfremd sing Erfahrung an sollen wann ich ab 12 wissen da chronisch an für den Rest dann soll vielleicht nicht alles zählen. Ja, ich meine, das ist sowieso ein guter Lebensrotschlag für zu wissen, wenn ihr besser den Mund hält. Absolut. Worin du auch nach Hans, du musst schaffen. Ich meine, wir kommen so los oben an. Mir war das schon wirklich wollte frohen so. War das so das coolste Schwangerschaft? War das so ein Highlight? Aufgesehen vom Kant, wollte ich nochmal lösen. Ist das blöd, wenn ich so ein dick Brüsch schön hoch? Nee. Ich fand das legitim. Nee, ich hatte nie so schön hoch wie während der Schwangerschaft. Mega interessant, weil andere Leute verlieren hier hoch an der Schwangerschaft. Nee, das hatte ich noch. Ah. Ja, nee, während der Schwangerschaft da sind sie mega schön gewesen und dann ich verlieren sie immer noch. Mehr. Ich erinnere mich immer noch gern an die Zeit von meinen schönen Hoch. Ja, so ist einfach, ja, voilà, das Gefühl, dass ich Leben schafft. Deshalb tue ich schnell immer, wenn du mir kann gucken und denkst, wow, krass, das habe ich nicht gemacht. Ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass das nie so ganz fortgeht. Nee, meine nicht. Und was war so das Nervös oder so das Unangenehmste in der Schwangerschaft? Die letzten 2-3 Wochen. Dann fühlst du dich wirklich wie ein Ball auf
der Plage den erst im Bett opkennt den nämlich schon kann du in den anderen op der Toilette sitzt weil muss ein bisschen hin das wirklich also ich meine schon den Dayzeit alldach Menge man eng halbe Stunde lang 4 gesucht dass ich nie will schwanger sehen an kein gar mir will krähen und das ist furchtbar raus und ja ich meine mein kann waren einfach durch und so ja ich gebe aber denke machen Ja, ich meine, Natur hat schon relativ gut gedreht, dass er sich an all das nicht mehr erinnert, weil, wie du so ist, das gibt kein Mensch mehr gehen. Und ich meine auch, dass Männer dadurch können aushalten, ein bisschen sauren, wenn ihn vergleicht, was, ne? Absolut. Was du gelesen hast und beigedrohen hast. Ja. Wobei aber muss das ist auch ein ganz wichtiges Schritt. Ja, absolut. Me, you know, wenn ihr diese Walrus ist, dann können sie sich einfach gerne lauschen und ein bisschen trösten, Genau. wenn ihr sich schlecht fühlt, dass ihr eine Walrus ist. Ja. Und mein Lastro, was hast du gerne gewusst? Was ist etwas, was du da gedacht hast, du anmerkt, du hättest ich gerne gewusst, ehe schwanger gesehen. Darauf hätte ich mich gerne angestellt. Ich hätte mir gewünscht, dass mehr über die Möglichkeit von einer Cäsarienne geschwärzt wäre, weil ich mich all Geburtsvorbereitungskuren und das immer akzeiert ob natürlich Geburt dann heinst du geht nicht anders das und das war bei mir der Fall weil mein Echtkant hat sich nicht gedreht und du wollt mein Doktorstadt nicht riskieren und war im Endeffekt auch gut weil Nöbelschnur rund um den Hals hat und zweit mein Bauch war so schwer und so groß dass das Risiko nicht wollte na gut und dann noch da wäre es gut weil sonst wäre ich wirklich ein Risiko gewirrscht voilà, ich hatte extrem hohe Erwartungen die den ganz Dave gestürzt gesehen wird teilweise haut noch immer knapp weil ich die Erfahrungswerte nicht kann mein Mädchen weitergehen wann hat irgendwann Ecke sollte Mom gehen voilà. Ich habe mir gewünscht dass ich mir das mehr bewusst gewesen wäre und für du das schwer so weil alles anders das könnt wie meint von kann bist du was Das fand ich mega schön Schlusswörter, muss ich sagen. Ma, da bleibt mir nicht mehr ganz viel übrig, außer dir vielmals merci zu sagen, dass ganz du gerne mit mir deine Erfahrungen gedealt hast. Und ja, da wünsche ich also nur LauschterInnen einen schönen Tag. Mehr schaltet noch nicht direkt auf, weil es könnte nach einer Rubrik. Und ja, bis die nächste Kehr. Adi. bis dann Sexmythos. 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 Vaginalorgasmen. Meng Lastrubrik hunnech iwwer Spectatoring geschwart. Kunst, sech iwwer sei Kierper as sei Sex Sorgen zu machen, währenddem sie Sex huet. Grund, für wat Persone mat Vulva sech können Sorgen oder Druck machen beim Sex mit einer anderen Person aus, dat ze Angst tun, kein Orgasmus während vaginaler Penetration zu kreieren. Dat heißt, wann etwas an die Vagina angefordert wird, zum Beispiel ein Fanger, ein Dildo, ein Vibrator oder ein Penis. Tatsächlich ist es so, dass die meisten Personen mit Vulva, ca. 80-90%, beim Masturbieren kein oder nimmen ein bisschen Vaginalpenetration bei sich machen. Sogar, wenn sie einen Vibrator benutzen. Und das liegt an einem ganz einfachen Fall. Nämlich, dass nimmen 30% von allen Frauen bzw. Personen mit Vulva können einen Orgasmus allein durch Vaginalpenetration haben. Die restlichen 70% haben selten oder nie einen Orgasmus, nimmen durch Vaginalpenetration. Wenn ich glift, zählt alle Leute, die ihr interessiert, diesen Fall. Ich wiederhole. Die meisten Personen mit Vulva können durch Vaginalstimulation keinen Orgasmus haben. Die zuverlässigste dabei ist, für einen Orgasmus können zu haben, ist durch Klitoralstimulation. Also wenn Klitoris an Klitoris spitzt, berührt und stimuliert gehen. Wenn du nicht genau weißt, was Klitoris ist, lausch daran an die Rubrik «Ein gut froh, was ist ein Klitoris?» Und das ist auch der ganz einfache Grund, für was 70% von den Personen mit Vulva so gut wie nie einen penetrativen Orgasmus haben. Weil die Vagina ist relativ weit von der Klitoris
wasch. An de Grund für wat bis Männer wie ein Drittel von alle Personen mat Vulva können einen Orgasmus hun durch Penetration, as weil anatomisch hier Klitoris relativ no bei der Vagina leiht. Dat heißt, am Fong sind auch sogenannten Vaginalorgasmen, am Fong Klitoralorgasmen. Hallo stellt sich natürlich froh, war Penetrativorgasmen echt der Männer häufig sind, für wat gehen sie immer noch oft als die besten oder der richtige Weg für einen Orgasmus durchgestaltet. Kurz gesagt, Patriarchat. Zum Beispiel hat Demos de Freud sich evaluiert, dass Orgasmen durch Vaginalpenetration die richtig gut und normal Aderweis wäre für einen Orgasmus, während den Klitoralorgasmen als unreif erkannerischer gestuft wird. Außerdem gehen Männer an einer patriarchaler Gesellschaft, also auch hier Anatomie und hier Sexualität, als Standard geholt. Und das, was Männer am zuverlässigsten zu Orgasmen bringt, ist Penetration. Aber für das Ganze mal anatomisch zu vergleichen. Der Penis als ein Bestandteil sind aus demselben Material wie die Klitoris. Dafür sind Stimulation vom Penis auf von der Klitoris so ein zuverlässig Aderweis für viele Personen können einen Orgasmus zu haben. Zumindest beim Solosex. Von Personen mit Vulva zu erwarten, dass sie durch Vaginalpenetration Orgasmen haben, wie von Personen mit Penis zu erwarten, dass sie Orgasmen durch Stimulation von der Prostat an dem Damm bzw. dem Anus haben. Das ist nicht unmöglich, mehr anatomisch als statistisch Männer wahrscheinlich. Und dabei könnt nicht zu vergessen, dass alle Personen, Körper, Genitalien, Empfindlichkeit und Sexualität verschieden sind. Da dehnt sich weil am Funker verallgemeinern so als Menschen sind unterschiedlich. Und hier Orgasmen auch. Last but not least, ist es wichtig zu erwähnen, Orgasmen passieren am Gehirn, nicht an den Genitalien. Wenn dich das interessiert oder auch wenn du Schwierigkeiten hast, überhaupt Orgasmen zu haben, führen alle mit anderen Personen zusammen, da kannst du die Rubrik How to Orgasmus lauschen. Die Rubrik könnt mit der nächsten Episode online. Dafür bis geschwind. Hast du noch Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Das schreibe ich auf sax@ara.lu. Fragen gehen natürlich beantwortet und ich das mehr ernehmen nennen. Über Feedback freuen wir uns immer. Ihr findet Mayway Sax auf Facebook, Instagram und saxpodcast.lu oder auf all eure gewünschten Podcast-Plattformen. Maybe Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mit finanzieller Unterstützung vom Minister für Education, Kanner und Jugend und mit freundlicher Unterstützung von Graffiti, der Jugendsendungen Radio ARA. Das Minister für Education, Kanner und Jugend und Graffiti gehen all Responsabilität für die Inhalte von diesem Podcast auf.